Haben wir Lust auf eine Kraftprobe? Eigentlich nicht, aber ich habe es letzte Folge noch erwähnt, dass ich nochmal versuche. Oh Mann, also, ich hatte da ein paar Ideen dann offscreen. Ist auch noch erstaunlich, was einem offscreen so alles auffällt und machen könnte. Weil ich kam auf die Idee, also manchmal bin ich ein bisschen unschlüssig, weshalb ich sowieso nur irgendwie eine Rakete habe. Oder eigentlich viel mehr, aber egal. Ich habe die schweren Dinger hier, okay, okay. Und ich habe hier so ein paar, naja, Bretter, sage ich jetzt quasi mal. Und ich dachte mir, da ich ja vor allem das Ding hier habe, was etwas aufstellt, so wie es aussieht, könnte ich doch etwas in der Art versuchen. Moment, ich präsentiere es ganz kurz. Verbinden, nicht da hinten, sondern da. Okay, falsch. Sowas. Okay, weiß ich ganz, ob ich es eigentlich wollte. Aber sowas in der Art. Das heißt, eine Variante wäre einfach, das Ding direkt gegen die Glocke zu knallen von selber. Das andere wäre, wie eine Art ein Katapult zu bauen. Also dauert aber natürlich, das Ding muss noch wesentlich länger werden. Denn wie immer, die Länge ist wichtig, auch wer was anderes behauptet, der lügt. So. Schön dran zimmern. Sehr gut, sehr gut. Noch mal ein bisschen anders hier. So. Wir machen nur noch einen Versuch, Freunde, weil eben ich hatte da offscreen schon einen und der hat zwar einigermaßen funktioniert, aber das, was wir halt davon bekommen, das ist irgendwie so semi. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Das wird auch der Grund sein, weshalb, wenn ihr das selber versucht und das Gefühl habt, ey, müsst doch hinter ist eine Quest und so, müsst doch irgendwas Lösungen dafür finden. Es ist halt keine richtige Quest insofern. Einfach etwas, wo du sagst, jo, kann man machen, wenn man will, muss aber nicht. So, das ist halt die Frage, die Dinger selber, halten die überhaupt? Ja, nein, vielleicht. Man könnte sagen, gut, die Dinger lösen sich ja wieder. Jetzt wollte ich ja eigentlich sowas dran bauen. Aber generell wieder mal gesagt, die Idee, nur schon damit du solche Dinge überhaupt bauen kannst, ist und bleibt einfach genial. Also da kannst du sagen, was du willst, aber ich muss immer wieder sagen, GG, liebe Entwickler, das, was ihr überhaupt eingebaut habt. Also das ist... Ich glaube, davon werden die Spielergemeinde davon noch jahrelang berichten von sowas. So, da haben wir natürlich, du weißt, einen schon irgendwie weggeschickt, der ist ja runtergefallen, das ist natürlich ein bisschen doof gewesen. Moment, ich mach's kurz so. Ah, falsch. Den so will ich es auch nicht haben. Das ist aber der Ding gerade nicht so gerade ist, wie ich es gerne hätte. Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Das Crafting-System bei Tears of the Kingdom, wer jetzt gedacht war. So. Wie gesagt, er soll nach Katapult werden. Ich weiß zwar nicht, ob das Teil da unten überhaupt ausreicht. Das können wir eigentlich sonst mal ganz kurz testen. Ja, eins Ding ist runtergefallen, ne? Ist ein bisschen doof. So. Also rein theoretisch, wenn ich jetzt schon draufschlage, müsste er nach oben spicken. Die Frage ist halt, spickt er mir nicht dann direkt weg? Oder komplett weg vor allem. Ein bisschen groß ist es schon geworden, ne? Da muss ich leider mal sagen. So. Pack ihn mal hier hin.
So, den einen hier von den schweren Brocken. Von den Kotzbrocken besser gesagt. Nicht verbinden, weil das bringt dann nichts. Und sagt dann Petri Heil. Ist auseinandergefallen, krass. Also Dinger können auch brechen, das finde ich lustig. Oh. Ah. Könnt mich dran gewöhnen. Hier, das ist für dich. Kleines Dankeschön, einen tollen Klang. Ein Opal. Gar nicht mal so schlecht. Geht an den Grenzen, Mann. Willst du einen Grabproben normal machen? Ja, und eben offenbar geht es darum, du kannst halt dann noch Rubine und so gewinnen. Das ist natürlich alles cool. Aber will man das? Also klar, wenn du natürlich jetzt sagst, hey, du kannst hier locker Geld farmen, ne? Man hat es gesehen, ich habe nicht so lange Zeit, also 6 Minuten dafür gebraucht. Also theoretisch, das heißt, ich kann es sogar eigentlich hier markieren, warte mal. Aber nicht mit dem Ding, ich mache hier... Mine, habe ich kein Geldsymbol hier? Schade. Ich mache irgendwie so ein Teil, wa? Also hier kannst du eigentlich locker ein bisschen Geld farmen. Was eigentlich auch nicht schlecht ist. Ist aber auch nicht schlecht. Was ist das denn? Kein LOL mehr, so eine Art... Was soll das sein? Donnerdrache? 2 Köpfe, vielleicht sogar 3 Köpfe. Also im Trailerweise von einem anderen Viech, aber das war ein Feuerdrache. Ach du Scheiße, ein 3-köpfiger Donnerdrache. Okay, der gibt natürlich krasse... Ich habe ihn schön markiert. Gut, ich meine, so ein Donnerdrache, der gibt natürlich sicher einen krassen Stuff ab. Aber wer macht das freiwillig? Ja, vielleicht irgendwann mal. So. Was wir aber definitiv noch machen müssen. Moment. Ich den genau zurückschicken. Ist denn jetzt der kleine Krog hier, der besser unten markiert war? Scheiße. Oh, wir gleich an zu blitzen. Hat gerade irgendwas ausgerüstet, was schlecht ist quasi. Oh, fast alle meine Waffen. Schön. Nein! Man will nur kurz gucken, ob er da unten ist. Ist das... Ist das der Kumpel oder ist das der schon runtergefallen ist? Nö, das muss der schon runtergefallen ist, aber wo ist denn der Kumpel? Blitz und Donner. Hä? Aber wenn da ein Krog ist, wo ist denn sein... Ich verstehe es nicht. Der müsste doch hier oben sein. Hat er gesagt, oh, ich bin runtergefallen, oh, ich will zu meinem Kumpel. Oh. Ein paar Insekten, ja schön. Also in das scheiß Kolosseum, wo ich jetzt gar keinen Bock drauf habe. So, kurz abwarten, Link, dankeschön. Ganz ruhig, Bauer. Das ist ein goldener Drache, das ist ein anderer. Das ist irgendwie von mir aus nicht so richtig.
Ich glaube nicht, war der andere, der irgendwie vom Himmel... Genau, weil der andere hatte kein Horn zum einen, das Mann hatte irgendwie so ein blaues Licht, was aus dem Kopf herauskam. Wo ich mal scherzhaft meinte, oh, das ist bestimmt Zelda. Aber warum sollte Zelda ein Drache sein? Oh, Holzmündel. Okay, also ich finde den Kumpel nicht, keine Ahnung, wo der sein soll. Der Krog-Kumpel, besser gesagt. Ist der auch sonst irgendwo noch, wenn er es freibuddeln muss? Das könnte auch sein. Ich war doch eigentlich überall schon. Okay. Wir haben gesehen, hier unten ist irgendwo ein Ding, was uns zurück auf die Himmelsinsel führt. Müsste das Ding gewesen sein, oder? Da geht's direkt zur Arena, aber jetzt echt keinen Bock drauf. Baller Liebe. Genau so. Den da. Nimm den. Komm. Ich hab keinen Bock hier auf einen scheiß Regengewitter und so. Geh über die Wolken, da machen die Blitze nichts aus. Ja, von hier aus nachher weiter. Jetzt ist die Frage, wohin gehen wir? Ich würde gern irgendwo... Also warte mal, da waren wir schon. Also theoretisch könnte ich eigentlich auch von hier runter und dann rüber zur Markierung, sprich dort, wo ich den Turm gesehen habe. Oder ich gehe von hier aus zu dem Turm darüber. Also zumindest mal in die Richtung. Jetzt geht da ein Turm und da drüben ist noch einer. Krater am Boden. Stimmt, die Quest mit Tropelum jetzt auch mal starten, war in den Untergrund zu gehen. Oder ehrlich gesagt eher noch ein bisschen zurückhaltend bin. Da drüben sehe ich einen Schrein. Und ich falle direkt in das Miasma rein. Auch nicht ganz so praktisch. Das vergessene Plateau, ernsthaft jetzt? Ja gut, so geht es natürlich auch. Oh, good old times, Freunde, good old times, good old vibes vor allem auch. So, er hat ja nur noch Regen hier, das heißt, er kann wieder auf eine andere Waffe wechseln. Sind da Monster auf dem Weg zum Tempel der Zeit? Nicht dein Ernst. Monsterpatrouille. Okay, ist eine Plateau. Das heißt, irgendwo der Schrein der Wiedererweckung müsste auch irgendwo da oben sein, wa? Ist das ein Boss-Typi? Oder sieht er nur so aus? Jo, was geht? So klappt das irgendwie nicht so richtig. Braucht er irgendwas anderes? Wie zum Beispiel die Flammenkeule. Alter! Was ist denn das für ein Move? Der war neu.
lächerlich sowas. Wenn ich da echt nicht so durchkomme, brauche natürlich irgendwie bessere Waffen zum einen, zum anderen. Nopal dran bauen, genau. Ich will ja nicht die Bomben verschwenden, ich habe nicht mehr so viele. Scheint schon ein Boss-Typ zu sein, wa? So. Das ist sogar ein schwarzer Mech gerade. Man hat hier bitte so starke Viecher. Gut, ich meine, die können ja aus dem Weg gehen, ne? Das wäre ja auch eine Variante. Andererseits will ich auch ein bisschen üben, wieder mal. So, das Teil ist weg. Dann haben wir die nächste Klinge. Jetzt klappt's plötzlich. Hä? Okay. Hartholzprügel. Weißt du Bescheid? Schwarzer Bockblinghorn. Ui. Auch da weißt du Bescheid. Ein schwarzes Ding, okay. Das und dann natürlich noch synchronisieren. Nehme ich jetzt das Horn, nehme ich was anderes. Das Bauding wäre auch nicht so schlecht, damit das mal weg habe. Ne, komm, wir nehmen sowas. So. Der Reiseschild zerbricht gleich. Ja, ist kein Problem. Das höre ich öfters. Der Tempel der Zeit. War einfach hier ein schwarzer. Weißt du, das ist so rote, blaue von der Stärke. Danach kommen die schwarzen. Dann kommen gleich schon mal die weißen. Also schon relativ schnell kommen schon die sehr starken. Alter, ich bin gerade erschrocken. Okay, aber viel drauf haben die auch nicht. Was bist du für ein Viech? Es bewegen sich Bäume. Hallo, sind wir hier bei Herr der Ring oder was? Spurechse. Hartholzprügel noch einer, okay. Was ist denn hier los, hey? Tempel der Zeit, der ist ja... Oh Gott, nicht noch einer. Das ist ein gutes Training für uns, ja? Fee sei Dank! Okay, Fee sei nicht Dank. Ja, ich weiß nicht genau die ganzen Lebensmittel da aus. Scheiße. Ich muss auch unbedingt in den alten Order zurück, war schon einfach der Story zu folgen. Ich kann mal ein Schild nehmen übrigens. Ich nehme mal eine Stachelkugel. Felsbrockenhammer.
Meine Güte, ey. Weißt du, wir einfach nur in eine alte Order zurückkommen auf die fettesten Bosse. Und normale Viecher einfach. Ich wäre nicht mehr ganz ehrlich. Hat denn der dran? Pilz? Komm, leg mich, ey. Da fiel was vom Himmel. Was steht da hinter mir? Glück haben die Viecher nicht viel drauf. Wow. Das ist aber ein anderer plötzlich. Ruin des Tempels der Zeit. Ja, der alte. Okay, haut ab. Also das heißt alt. In Anführungszeichen alt. Alter, mir hat zum Teil in die Hose gemacht. Ohne Witz. Gib mir deinen Segen, Göttin Hylia. Die fragt sich auch, wieso bist du eigentlich hier? Vergessenes Plateau, Schlosstor gefangen, auf dem Grunde des Wassers. Okay, das ist schräg, das mache mal. Moment. Meine Aufnahme. Okay, trotzdem schräg. So, weshalb bin ich hier? Nicht nur wegen Nostalgiegründen, obwohl, das ist eigentlich der Hauptgrund. Mir geht es vor allem darum, wir haben ja damals in Breath of the Wild hier das Ding bekommen. Das Dingsbums. Kommen wir da irgendwie schnell hoch? Genau, irgendwo da oben ist gewesen sein. Haben wir das Parasegel bekommen. Und ja, ich weiß, wir haben es ja schon, aber vielleicht, weil Easter Egg-mäßig und so, gibt es hier noch etwas. Oder etwas Ähnliches. Oh. Du haben sie von einem kleinen Krog. Tschüssi. Ja, tschüssi du mich auch. So. Hier oben bin ich schon mal. Wir müssen noch ein bisschen höher. Ich glaube, da oben war es. Ist noch ein Stockwerk höher? Aber nicht doof. Mann, bin ich doof. Wofür habe ich einen dicken Sprung, Leute? Die haben wir tatsächlich eine Truhe. Und genau hier war es damals. Ja, doch, da ist der Ort. Wo wir damals den Parasegler bekommen oder Paragleiter bekommen haben. Nostalgiestoff. Ein Parasegler ist gegangen zu sein. Ja, aber wir haben schon einen. Warte mal, ist der, den wir jetzt haben, ein anderer? Ich habe gar nicht geguckt. So richtig. Hä? So geht das nicht? Okay, schräg. So, das heißt, wenn hier schon die ganzen Berge und so weiter sind und hier das kalte Gebirge auch schon. Ach stimmt, unsere Segel sehen ein bisschen anders aus. Ein Paragleiter. Okay, kriegen wir auf einen anderen Paragleiter, der halt wieder so aussieht wie unser alter. Jetzt gar Leute, krass. Und dann können wir zurück zum Himmel. Mhm. Auch sehr gut. Kaufen Sie, kaufen Sie! Wer bist du denn? Frisch vom Grill. Röstschwertbanane. Eine einzige, bis du 129 haben, bist du nicht mehr ganz dicht. In der Hölle gibt es keine Bananen. Oh nein, ist ein Jäger. Lang ist her, Freund. Auch gibt's noch?
Gibt's auch überhaupt... Ups. Verzeihung. War schon mal besser. Sag mal, was ist denn los jetzt? Meine Güte, das ist mal so ein Part. Na komm, scheiß drauf. Die guten alten Nigas. Nein! Ich wollte doch alles gerade haben. Schwertbanane. Dankeschön. Seine Waffe ist weg. Ja, aufgepasst, Freunde. Ab und zu lugern überall auf der Welt mal so ein paar Jäger-Fratzen herum. Ja, sind ja irgendwie so eine Abart, eine Unterart der Shikas. Also quasi damals vor über 10.000 Jahren das Gefühl hatten, oh, wir wollen jetzt nicht mehr ein Königshaus folgen, wir folgen jetzt Ganon. Also quasi Verräter. So, und hier ist der Weg. Ja, ja, doch, erinnere mich. Da kommt man nämlich eigentlich da Richtung des Tempels. Das heißt, der Schrein ist hier oben. Geh weg, ist er. Oh, geht da rein. Rüstgras. Eine Route. Nee, brauche ich nicht. Dankeschön. Freunde, Nostalgie-Moment. Entdeckt. Schrein des Lebens, genau so hieß er ja. Schon ein bisschen zugewachsen. Also eben, es sind ein paar Jahre vergangen seit Breath of the Wild. So, den Ort selber gibt es noch. Die Frage ist, das Viech überhaupt noch? Okay, liebe Entwickler, habt ihr irgendwie den Schrein hier abgebaut oder was? Habt ihr den Schrein abgebaut? Warum auch immer. Hm. Okay. Weil dachte mir jetzt von wegen, ach, legen nochmal 100 Jahre rein, vielleicht bin ich wieder voller Herzen. Da wird halt auch meine Miasma-Vergiftung, ich brauche den Arm dafür nicht mehr und kriege meine Herzen zurück oder sowas in der Art. Aber nee. Eine Scheiße aber auch. Ups. Ja gut, also. Wir sind zwar hierhin zurück, ist ja schon noch gut. Wir sind auch beim Tempel der Zeit jetzt doch noch gewesen. Aber es war nicht gut. Noch im Tempel der Zeit, da haben wir was bekommen. Okay, gut. Aber ich hätte jetzt hier im Schrein auf ein bisschen mehr gehofft, ehrlich gesagt. Kälteschutz nicht zu beachten, weil es hier wieder kalt ist. Ja, erinnere mich da. Wenn ich da ja weitergehen würde, käme ich irgendwann wieder ins Gerudo-Gebiet. Da will ich ja theoretisch auch noch hin. Aber eigentlich dann erstmal darüber. Wegen Turm. Und eben da drüben gibt es ja auch einen Turm. Ein paar Schreine sind auch nicht zu verachten. Und da haben wir noch so etwas, was vom Himmel gefallen ist, wa? Nein. Ups. Entschuldigung, zum falschen Zeitpunkt vor allem. So. Sollte vielleicht schon drauf sitzen. Oder stehen, besser gesagt.
So, kann ich von hier aus irgendwo... Nee, wa? Kann wieder in die Richtung begeben. Hier mit dem Miasma, da waren wir schon. Drüben ist ein Schrein. Ja, eben bis zum Ding da vorne kommen wir nicht, aber da unten ist da... Das ist ein Gebäude. Ist das so eine Monsterfalle oder ist das... Ja, so ein Monsterversteck, war. In der Nähe davon ist zumindest ein Schrein. Das sieht schon mal gut aus. Da riesig viel Miasma und eben da vorne ist halt nochmal der Türme, wo ich auch gerne hin will. Hm. Hopp. Nehmen wir sogar zwei, wenn man so will. Da eine da und einer nach da. Da müsste fast schon bei den Zoras sein, wa? Ja, wobei geht, aber da ist auch wieder ein Schrein in der Nähe. Okay, okay. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Aber mehr Ausdauer, hä? Da wäre, wenn ich nochmal so ein oder zwei sogar volle Dinger hätte, das wäre halt schon geil. Oh, scheiße, alles voller Monster. Wer kommt denn da? Weil hier eigentlich alles voller Monster ist. Voll ein, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Am Schluss wieder eine Giga braucht oder so. Gut, da wäre es wenigstens eine Lösung, was? Hm. Okay, ein paar Dinge, das heißt theoretisch... Im Besitz. Hä? Weder ein Rüstling noch so ein Schleichling und so? Krass, da hat ein paar. Wir werden mal ein paar kaufen, weil man weiß nie, wann man es mal braucht. Aber ja, ich glaube, vielleicht soll es uns bald mal ein richtiges Pferd besorgen. Weil sonst ist hier durch die Welt marschieren, galoppieren ein bisschen doof. Ne, danke schön, passt dann. Danke. Wir gehen ganz kurz hier zum Schrein in der Nähe, weil wir doch auch die Folge schon mal beenden. Machen den Schrein nämlich in der nächsten Folge. Wie kommt die eigentlich hier durch und überall hier Monster sind? Das war schon der nächste Schrein übrigens. Dann kann es so schlecht, kann direkt mal zwei miteinander machen. So, die Monster lassen wir in Ruhe, weil ich verbrauche zu viele Waffen. Hier kann man auf eine große Monsterjagd gehen, wenn wir das Masterschwert zurückhaben. Haha, ob das irgendwas passieren wird. Sehr schön, auch ein weiterer Punkt auf der Map hier. Eben hier vorne ist bereits der nächste. Okay, der ist sogar hier in der Nähe vom Turm gewesen, krass. So eine steile Ebene, glaube ich, zu früh war. Zu früh, wegen diesem Krog und so und allem möglichen. Aber ja. Also ich guck mal, dass in der nächsten Folge hoffentlich irgendwie hier mal ein bisschen was machen können, ohne ständig aufgehalten zu werden. Dann ist halt auch ein bisschen die Frage, mit Robedum Untergrund noch was machen oder
gehe ich in Richtung der 4 Regionen und würde dann vielleicht doch eher statt hier unten erstmal hier hingehen, also in die Richtung, nur damit wir zumindest mal zum Stall kommen, weil das scheint doch irgendwie noch wichtig zu sein. Auch für die ganze Ding hier, wie das Stall mit der... Oh, wird sogar auf der Karte markiert, cool. Knochenpferd, gut. Entweder Foto davon machen oder er möchte es direkt sehen, ne? Vielleicht muss er auch direkt fangen. Weil es ist ja ein Pferd, also könnte es also wirklich direkt fangen muss. Das Volk im Untergrund, ja, ja, und dann die 4 Regionen untersuchen. Noch einiges zu tun, Freunde. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Und ich brauche dringend mehr Herzen, mehr Power, alles mögliche, weil... Und vor allem mehr Kochen, mehr Zutaten, weniger Monster. Mehr Quests. Bye, bye.